ist ja mal klar, das ist heute ein ganz wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Und für die Fans beider Teams steht eine Menge auf dem Spiel. Und wer will sich da schon eine Niederlage erlauben? Ja, was für ein Pass, da beweist er Übersicht. Es ist ja unglaublich, wie die Abwehr da schwindlig spielt. Vorausschauend gespielt, das ist natürlich auch wichtig. Und schon haben sie den Ball wieder in den eigenen Reihen. Super Pass. Da und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Ja, köpfen kann er. Müssen wir uns darüber unterhalten? Nein, das war abseits. Das hat er gut gesehen. Und zum Einwurf geklärt. Da wollte der Abwehrspieler kein Risiko eingehen. Flankt er jetzt. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Leichte Entscheidung für den Schiedsrichter, das muss gelb geben. Und dass der Schiedsrichter hier Elfmeter gibt, das dachte ich mir. Oh, der war schwach geschossen. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Ja, und in der eigenen Hälfte hat er sich den Ball zurück erkämpft. Ja, das sieht gut aus. So, und erstmal raus mit dem Ball per Kopf aus dem Gefahrenbereich. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Weltklasse vom Schlussmann. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Achtung, dann Zentimeter zum Torerfolg gefehlt. Richtig so. Ja, jetzt müsste er in die Lücke reinspielen. Und mit solchen Flankenbällen kannst du natürlich keine Abwehr aus den Angeln heben. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Jetzt schauen Sie mal, wie leicht das aussieht bei einem so hervorragenden Torhüter. Toll abgefangen. Weit nach vorne geschlagen.
gespannt, ob er die Möglichkeit nutzt, um zu flanken. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Gut gemacht vom Keeper. Also so sollte man den Ball besser nicht verlieren. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, den Ball hat er überhaupt nicht getroffen, dafür aber den Gegner und da muss man mit der gelben Karte leben. Irgendwie bringt er da die Fingerspitzen noch hin. Das müsste eine Ecke geben. Fantastische Ecke. So ausgeglichen der Spielstand zwischen diesen beiden Mannschaften ganz kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit. Und so sieht ein Pass aus. Klasse, wie er den spielt. Toll gemacht vom Keeper, super reagiert, aber der Stürmer muss natürlich viel mehr aus der Chance machen. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Und aus diesem langen Ball könnte sich eine gefährliche Situation ergeben. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Platzverweis, gelb-rote Karte. Guter Spielzug. Ecke. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Tja, und damit muss er vorzeitig unter die Dusche nach dieser gelb-roten Karte. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat, den Ball noch abfälscht. Der Ball ist im Aus, das gibt Eckball. So, gute Faustabwehr und jetzt müssen sie neu aufbauen. Und jetzt drängen sie nach vorne. Ja, bei dem Spiel möchte man natürlich gerne Torhüter sein. So oft haben sich die beiden schon auszeichnen können. Die halten wirklich klasse. Keine Tore bis jetzt. Und nach 45 Minuten haben die Zuschauer noch keinen Treffer gesehen. Es ist ein enges Spiel. Die Stürmer haben sich bemüht. Aber das Spiel steht klar im Zeichen der beiden tollen Torhüter. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, das ist ja die völlig richtige Entscheidung hier. Das gibt Gelb. Ja, langsam sollten sie wirklich mal einen Gang runterschalten. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Super, wie sie den Ball zurückerobert haben. Das ist...
Mit den Fingerspitzen kommt er dann auch dran. Da ist das Tor und die mitgereisten Fans können jetzt jubeln. Oh, das ist unglaublich, diese Technik. Ein klasse Tor. Okay, das ist eine knappe Führung, aber jetzt ist erstmal gute Abwehrarbeit gefordert. Gefällt dem Trainer. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Und hier bleibt dem Schiedsrichter gar nichts anderes übrig. Er zeigt Rot. Guter Pass, genau auf den freien Mann. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Achtung, genau in den Lauf. Ja, möglicherweise hat er die Situation damit zunächst mal bereinigt. Und das hat der Trainer vor dem Spiel angesprochen. Gutes Zweikampfverhalten ist die halbe Miete. Oh, der sah richtig gut aus, der Schuss. Und er geht an die Latte. Und nur raus damit, raus! Oh, das müssen wir uns noch mal in der Wiederholung angucken. Das war nicht so leicht zu entscheiden, ob das Abseits war. Und zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus. Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Der Schiedsrichter sieht natürlich, dass der Spieler sich verletzt hat und deswegen zeigt er gelb. Das war ein ganz böses Foul. Da hätte man nach meiner Meinung sogar rot zeigen können. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Unglaubliche Parade. Ja, manchen Torhütern ist das ja sogar ganz recht, dass sie ständig was zu tun bekommen. Da stand er knapp im Abseits, aber der Verteidiger war auch ohnehin ganz eng an ihm dran. Oh, das könnte Abseits gewesen sein. Müssen wir uns noch mal anschauen. Ja, und wie er sich den Ball erobert, à la Bonheur. Und da fehlt jetzt beim Passspiel die nötige Konzentration. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Kommt der an und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Ja, zweimal gelb bedeutet gelb-rot und das war's dann für ihn. Tja, und das hat natürlich Platzverweis zur Folge. Nach der ersten gelben Karte jetzt die zweite
Und das heißt nach dem Fußball einmal 1 Gelb-Rot. Also so kommen sie auch nicht weiter, oder? So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Ja, damit kann er natürlich das gegnerische Tor überhaupt nicht in Gefahr bringen. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgeluchst. Es gibt Abstoß. Der Trainer wechselt aus. So, und damit sind sie wieder in Ballbesitz. Und das Riesenmöglichkeit. Ja, das hat er gut gemacht. Es werden 3 Minuten nachgespielt. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ja, für die Flanke bedankt er sich. Hat den Ball ganz souverän. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Und irgendwie bringt der Verteidiger da noch einen Fuß rein. Also spielerisch war das nicht so toll, aber Hauptsache gewonnen. 1:0. So, das war doch eine spannende Partie. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und wir sagen Dankeschön uns bei Ihnen. Wir, das sind Sebastian.